Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name. Öffne unser Herz, unsere Gedanken, unsere Ohren. Lass uns deine Stimme hören. Sprich mit uns, mit unserem Herzen. Berühre uns, Herr. Wir wollen dich heute sehen, erkennen, spüren. Und danke, dass du den Andreas segnest. Heiliger Geist, danke, dass du durch ihn redest. Danke für deine Salbung. Danke, dass du ihn berührst in dem Moment. Danke, dass wir dürfen für dich hören. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Awesome. Danke vielmals, Sabrina. Genau, und wir sind in die Serie gekommen. Legs Up, ganz eine starke Serie. Ich bin so froh, kann ich jetzt ablegen da. Genau. Danke auch für das Lied, die Lieder. Was für ein Boden, oder? Für die Alicia. So ein Freudenfest, so ein Start ins Leben. Und was für ein Boden, wenn wir ins Leben starten mit dem Wissen, da ist ein Gott, da ist ein Vater, der alle Macht in seinen Händen hat. Und der ist gut. Der ist Liebe. Legs Up, die einen von euch haben vielleicht hat das an etwas erinnert, wo sie die Predigtserie, den Titel gehört haben. Sonst können die anderen mal dort drüber schauen. Unsere Leiter in dieser Gemeinde haben nämlich den Weg mit Gott auf ganz gute Art, auf 4 Schritte abgebrochen. Und der zweite Schritt ist eben Legs Up. Der zweite Schritt handelt davon, dass wenn wir mit Gott oder auch ohne Gott unterwegs sind in dem Leben, dass sich Sachen ansammeln. Und kein anderer als Jesus lädt ein, zu ihm zu kommen, vielleicht können wir die erste Folie sehen, und abzuladen. Sachen, die uns belastet, loszuwerden. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Jesus lädt dich ein zu sich. Das ist noch speziell, oder? Er lädt alle ein zu sich. Ich arbeite als Hausarzt und habe ziemlich viel mit Leuten zu tun, wo irgendwo das Leben nicht mehr ganz so einfach läuft. Und ganz viele von denen muss ich weiterschicken. Zu irgendeinem Spezialist, der das wirklich wieder in einen guten Weg bringen kann. Das macht Jesus nicht. Jesus schickt dich nicht weiter, sondern er lädt dich ein zu sich. Jetzt, so eine Einladung, das braucht ja immer ein bisschen Zeit, gell? Wenn du zu jemandem auf Besuch gehst, dann musst du unterbrechen. Und wenn ich an mich reingehe, auf Besuch komme zu jemandem, dann in der Regel tue ich meine Jacke auch abziehen. So die Schale darfst du ablegen, oder? Und das ist bei Jesus eigentlich genau gleich. Er lädt dich ein, zu kommen, lädt dich ein, deine Schale irgendwo an der Garderobe abzulegen. Und dann fängt er vielleicht an, mit dir über so einen Rucksack zu reden, wo dir vielleicht gar nicht so bewusst war, dass du den hast. Lass dich ein, auch den abzuziehen und mit ihm zusammen aufzutun. Bei Jesus ist alles recht offen, oder? Geheimnisse sind sehr schwierig. Und dann zeigt er dir vielleicht Gründe, warum das nicht ganz so einfach ist beim Laufen, warum das eine gewisse Müdigkeit in dein Leben gekommen ist. Und lässt dich ein, gewisse Steine rauszunehmen, die du einfach nicht mehr brauchst. Vielleicht ist es Schuld, wo du dir irgendwann einmal eingeholt hast und wo dich belastet, wo er sagt, das darfst du mir geben. Vielleicht sind es Erwartungen
von deiner Umgebung an dich. Was du jetzt auch noch solltest machen und wie du auch noch solltest sein. Und er nimmt raus. Er würde es gerne mit dir besprechen. Weißt du, ein Teil von diesen Steinen, die sind vielleicht gar nicht von dir. Die hast du gar nicht selber da drin gelegt. Meine Frau war ein kleines Mädchen und war bei der Ferien bei ihrem Großvater und ist dort missbraucht worden. Und das ist ganz ein schwerer Stein, wo ihr Leben nie gekommen ist, wo überhaupt nichts mit ihr zu tun hat. Auch solche Steine, die andere in dein Leben nie gelegt haben. Jesus lädt dich ein. Es ist eine ganz starke Serie. Ich freue mich sehr darauf. Gerade im Hinblick auf Ostern. Und gerade Leute, die an ihren Gefühlen, an ihrer Psyche leiden. Und das wäre jetzt heute unser erster Schwerpunkt. Für die ist das Laufen im Leben ganz häufig sehr schwierig. Sie leiden am Leben. Und auch diese Leute, die tut Jesus nicht weiterschicken. Wenn du mit deinen Gefühlen nicht zurechtkommst, sei es Depression oder sei es auch überschwängliche Gefühle, wenn du mit der Realität nicht zurechtkommst, nicht mehr recht weißt, was stimmt, was nicht stimmt, vielleicht einfach müde bist von dem, was in deiner Familie und am Job alles gefordert ist von dir. Jesus lädt dich ein. Du bist eingeladen. Das ist ganz ein krasses Versprechen. Ich werde dir Ruhe geben. Wenn du an deiner sexuellen Identität verzweifelst, was immer dich drückt, vielleicht können wir das nächste Bild mal aufschalten. Wer kennt das Bild? Was ist es? Der Schrei. Hört irgendjemand etwas schreien? Ich höre nichts, oder? Aber der Schrei ist da. Das Bild vom Munch, einem norwegischen Maler, bringt für mich ganz viel von psychischem Leiden extrem gut auf den Punkt. Das nächste. Wie geht es dem Mann, dieser Person im Vordergrund? Was auffällt, ist, er ist allein, oder? Die Person ist recht isoliert. Psychisch leidende Leute, die sind nicht so die Partykönige, oder? Die können die Party verderben. Hinten dran sind so zwei andere, die scheinen recht den Abend zu geniessen, oder? Schöne Sonnenuntergangsstimmung. Und die Person vorne dran, die ist wie in einer eigenen Welt. Die Farben vom Leben sind recht dunkel. Ja, das nächste. Jetzt, wie denkst du, wie ist das so für die Person? Wie kann sie Gespräche führen? Wie kann sie zuhören? Hört die Person die Einladung von Jesus? Kommt zu mir. Dieser Person ist alles zu viel, oder? Sie hat sich dazu, sie mag nichts mehr hören. Sogar keine Aufforderungen, was sie jetzt noch machen sollte. Wie machen wir es jetzt mit diesen Leuten? Und ich ja glaube, dass die Einladung von Jesus auch für sie gilt. Ich glaube, ganz viele von euch haben psychisches Leiden erlebt am eigenen Körper. Schwierige Zeiten durchgemacht. Oder ihr habt das gesehen bei anderen. Die einen haben Hilfe gebraucht, vielleicht auch Medikamente, vielleicht den Schutz von einer Klinik. Wie machen wir es mit solchen Leuten, wo wir eben nicht hingehen und sagen, leg's ab, wo mich der Titel eigentlich ein bisschen nervt, oder? Weil er einfach nicht funktioniert. Die haben schon so viel probiert, die haben versucht, die Sachen zu ändern und abzulegen und es bleibt ein Teil von ihrem Leben. Ich glaube, eine Geschichte, die wir jetzt zusammen lesen wollen, die Geschichte von Jesus kann uns da weiterhelfen. Steht doch auf mit mir und die mögen und lasst uns das laut miteinander lesen. Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte,
saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Orten Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen. Der Herr gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Entrüsteten sich da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Alle waren fassungslos und lobten Gott. Voll Ehrfurcht riefen sie: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Darf ich wieder sitzen? Gehen wir zum nächsten. Lähmung ist für mich ein ganz starkes Bild für psychisches Leiden. Wie bei der Joni Eareckson auf dem Bild ist es so, dass man von außen eigentlich nicht sieht, dass etwas nicht stimmt, oder? Der Körper, alles ist da, alle Teile sind vorhanden, aber es funktioniert einfach nicht. Sie kann noch so wählen, sich noch so Mühe geben, es bewegt sich einfach nicht. Und psychisch leidende Leute sind für mich häufiger so. Von außen findet man, jetzt soll der sich doch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Aber es funktioniert einfach nicht. Wenn die Dusche wenigstens einmal in der Woche zum Kraftakt wird, dann ist es schwierig, oder? Und die Frage für mich ist heute, oder wo ich heute anschaue, was hat Jesus für solche Leute? Eines der wichtigsten Sachen zum Sagen ist, dass Jesus, der Gott von der Liebe, in Schrei hört. Die ganze Geschichte ist ein Setup. Die ganze Geschichte ist von Anfang bis Schluss durchgeplant. Von dem Gott von der Liebe, der entschlossen ist, den Gelähmten zu sich zu holen. Gott hört deinen Schrei. Auch das, was du selber gar nicht verstehst, wo du einfach merkst, es stimmt etwas nicht. Gott hört das. Und er kommt mit einer ganz, ganz starken Antwort. Das nächste. Und zwar ist es bei Jesus immer so, dass wenn du mit ihm zusammentriffst, dann ist da ganz viel leer. Gott hat dir ganz viel zu sagen, muss dir ganz viel erklären. Und wenn du dort sitzt und dem Jesus zuhörst, dann kommt Heilung. Gott liebt dich. Gott liebt dich so, dass er Jesus geschickt hat. Genauso hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, den einzigen Sohn, geschickt hat, damit alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen oder bleiben. Und der Jesus kommt und er hat wie zwei Arme, oder? Wo er dich wie ein Kind in seine Arme nimmt. Er sagt, alles ist gut. Alles ist gut. Der eine Arm, der ist leer. Das ist wie am Anfang vom Leben, oder?
Zuerst kommt DNA. Zuerst kommt die Information, die stimmt. Und dann entsteht Leben. Und genau so muss Gott DNA, richtige Wahrheit in dein Leben einbringen. Und dann kommt das Leben. Und der andere Arm ist heilig, oder? Jesus ist die Sonne von der Gerechtigkeit, die aufgeht für uns. Mit heilig unter seinen Flügeln. Das nächste. Jetzt haben wir ein Problem, und zwar der Kranke fehlt noch, oder? Es sind ganz viele Leute da in dem Ort, aber der Kranke ist nicht da. Weil so eine Versammlung, das wäre für den totale Überforderung. Ich glaube, ganz viele Leute werden es auch da ihnen nicht schaffen. Viel zu viele Leute. Viel zu viele Leute, die fragen, wie geht es dir heute? Und du kannst immer noch nicht sagen, dass es besser geht, weil es immer noch nicht gut ist. Für Jesus ist das kein Problem. Ihr könnt mal ein bisschen darauf schauen, in dem Text hinein, was macht der Gelähmte? Das nächste. Wie kommt der Gelähmte zu Jesus? Oder sich endlich einmal ein bisschen mehr am Riemen reissen. Endlich mal ein bisschen Tagesstruktur reinbringen. Mal aufstehen halt am Morgen, oder? Das Starke in dieser Geschichte, was mich so freut, ist, er macht aber gar nichts. Der Kranke, der liegt nur dort. Er glaubt nicht einmal. Er sagt kein Wort. Aber Jesus hat ein Team zusammengestellt. Das sind Männer. Und auch Frauen können Männer sein. Das erinnert mich so an einen Sanitätstrupp, oder? Ich weiss nicht, wer von euch schon mal dabei war, wo die Sanität gekommen ist. Das sind Leute, die sind sich nicht schade für irgendetwas, irgendjemand aus dem Dreck rauszuholen. Das sind Leute, die packen an. Und genau so Typen, finde ich, sind da in dieser Geschichte am Werk, oder? Die sehen, der ist nie so an einem Punkt, wo er jetzt selber zu Jesus gehen könnte. Den nehmen wir mit. Der muss zu Jesus. Und sie packen ihn, legen ihn auf die Trage und dann laufen sie. Und ich denke, es war eine rechte Strecke gewesen. Das kann recht müde machen. Wenn du in deiner Verwandtschaft oder Bekanntschaft Leute hast, die psychisch am Leiden sind, dann kann man recht müde werden beim Begleiten von diesen Leuten. Und sie haben ihn angebracht und dann tatsächlich, das glaubst du fast nicht, oder? Ist da eine Menge, die einfach im Weg rumsteht. Sanitäter wissen, was die Geschichte redet, oder? Und sie kommen tatsächlich nicht rein. Und dann schau mal die Unverfrorenheit, oder? Jetzt gehen sie einfach aufs Dach, decken das wildfremdes Haus ab und dann ist die Rega, so die ersten Seilwinden, oder? Lassen sie den vor Jesus ab. Also ich finde die extrem cool, die Träger. Ich finde den Umgang extrem cool. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen vom Carlo. Der Carlo ist ein Freund von mir, der schon in den jungen Jahren schon recht Mühe hatte, im Leben zurechtzukommen. Als junger Vater überfordert war. Und dann irgendwann ist der Tag gekommen, wo seine Frau ihm den Scheidebrief angelegt hat. Und dann ist alles zusammengebrochen. Dann ist der Carlo in der Psyche, aus der Psyche, hat jede Psyche im Zürichbiet von ihnen kennengelernt. Das Herz zerbrechen, wenn du ihn erzählen hörst. Und ich habe ihn kennengelernt, als er etwa 70 war. Er hat irgendwann als Kind mal von Jesus gehört und hat unbedingt versucht, irgendwo Hilfe zu kriegen. Er ist von Kille zu Kille gewandert, mit dem Schrei innerlich, dass ihm jemand hilft. Und dann ist er am Beginn gesessen, so wie jetzt, aber er wäre schon längst nicht mehr da, weil er es nicht ausgehalten. Nach etwa 5 Minuten ist er so unruhig geworden, dass er wieder davon gelaufen ist. Wir haben den Carlo begleitet. 2 Jahre lang, es waren lange 2 Jahre. Immer wieder ihn besuchen, immer wieder am Betten als Chile. Wie können wir diesen Mann zu Jesus bringen? Und ich habe dann gefunden, ich erzähle ihm von Jesus und habe ihm erzählt von dem Gott. Und dann schaut er mich an und sagt, weisst, ich hasse Gott.
Türchen zu, gell? Und dann ist die Idee gekommen, wo Gott uns gibt, den Träger gibt, oder? Er wird uns Kreativität geben, wie wir das machen müssen. Und ich habe ihm gesagt, ich hasse den Gott auch. Den Gott, den du hassest, den gibt es nicht. Ich wollte ihm eine Bibel geben, damit er liest drin. Er hat die Bibel gehasst. Wenn er sie aufgemacht hat, ist einfach Anklage drin. Ich habe eine Bibel auf CDs brennt. Gelesen von einer lieben Stimme. Und hat das angefangen zu hören. Es ist schwierig geblieben mit Carlo. Gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Nächste. An einem Punkt war der Carlo am den Gott suchen und wieder am Verzweifeln in seinem Zimmer. Und dann hat plötzlich Gott selber geredet. Er hat das hörbar gehört. Wie Gott ihm gesagt hat, hab keine Angst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Das war der Anfang, wo alles gedreht hat. Der Carlo ist vor dem Jesus angekommen und hat seine Stimme hören. Und wenn Jesus anfängt mit dir zu reden, dann wird alles anders, oder? Dann dreht es. Er hat seine Medikamente immer mehr runterfahren und ist irgendwann zu einem Mann geworden, der selber andere trägt. Er ist jetzt heute 83. Ich kenne ihn immer noch, er ist immer noch so unterwegs. Und für mich ist die Frage, was passiert dann in dem Moment? Was passiert denn in dem Moment, wo ein Mensch vor Jesus runterkommt? Dort, wo er plötzlich bei Jesus ist und eigentlich nichts mehr verstecken kann. Jesus sagt zu ihm, und das Spezielle ist, er sagt, wo er den Glauben der anderen Leute gesehen hat, der Mann hat gar keinen selber Glauben gehabt, Vertrauen gehabt, wo er das Trägerteam gesehen hat, sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann in unterschiedlichen Evangelien ist es unterschiedlich beschrieben. In einem anderen Evangelium heißt es, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und nachher am Schluss kommt noch das Matthäus-Evangelium, sei getrost, mein Kind. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, alle 3 Berichte stimmen. Jesus hat sich viel Zeit genommen, um den Rucksack mit dem Gelähmten anzuschauen und auszuräumen. Ich möchte jetzt Anna auf die Bühne bitten und mit ihr kurz anschauen, wie denn das bei ihr war. Weil ich habe dich eigentlich ein bisschen kennengelernt als eine Frau, die sehr gut funktioniert hat. Aber irgendwo war da etwas, das auch eine Schwere so. Und dann in einer Zeit von ein paar Wochen habe ich eine neue Frau bekommen. Was ist denn bei dir passiert, wo Jesus? Ich finde, das Bild vom Gelähmten ist gar nicht schlecht. Eben, ich bin missbraucht worden als Kind. Und das macht etwas mit einem, mit dem Vertrauen zu einem selber, zu anderen Leuten, zu Gott. Das macht etwas mit einem und das tut einem auf eine Art, in einem gewissen Bereich tut einem das wie lähmen. Darum finde ich das Bild vom Gelähmtsein eigentlich noch gut. Und wenn man gelähmt ist, dann läuft man ein bisschen komisch, man ist auch ein bisschen unbeweglich, man ist nicht dynamisch. Und so habe ich mich wahrgenommen. Aber so habe ich eigentlich gut gelebt. Also, genau. Und du hast eigentlich nicht das Problem gehabt, gell? Ja, irgendwie schon, doch nicht ganz genau. Also ich wollte es nicht zugeben. Und dann bin ich in einer Situation gewesen, wo jemand mir gesagt hat, du hast im Fall ein Problem. Und dann habe ich gefunden, ja, wahrscheinlich hast du recht. Und ich habe gemerkt, dass meine Beziehung zu Gott ist mehr so eine Arbeitsbeziehung. Ich arbeite aber gerne mit Gott und für ihn.
Aber es war schon mehr Arbeit als persönlich gewesen. Und dann hat die Frau mich eingeladen und hat gesagt, wenn du Gott, eben Jesus willst begegnen, dass wir das also anschauen können, dann musst du in der Realität leben und kannst nicht in dem leben, wie es du gerne hättest. Oder einfach so irgendwo auf der Seite, sondern du musst die Realität sehen. Das habe ich sehr, sehr, sehr schwierig und sehr mühsam gefunden, dass ich das muss. Ich muss das wirklich schlimm finden. Es ist ja auch schlimm, das weiss man bei jedem anderen, aber bei sich selber will man das lieber nicht. Und dann ist eigentlich die Lehre gekommen, das, was du gesagt hast, von diesen 2 Armen von Jesus. Die Heilung und die Lehre. Und die Lehre war, ich habe wie angefangen, mein Bild, wie Gott ist geprägt von dem, wie ich aufgewachsen bin und was ich erlebt habe. Und sie hat mich dann wie gezeigt in der Bibel und ich habe wie gemerkt, da steht ja ganz etwas anderes über Gott. Da steht zum Beispiel im Alten Testament, ich bin barmherzig. Und barmherzig heisst, wenn etwas Schlimmes passiert, dann bin ich sofort dort. Das ist die Intuition, die ihr seht bei euren Enkelkind oder bei euren Kind, dass man geht gerade. Da tut man sich nicht etwas überlegen. Und Gott ist barmherzig. Also er ist nahe und es ist ihm nicht gleich. Er ist nicht weiter weg. Und das war wie der Lehrteil, den ich musste oder dürfen lernen, wie ist denn Jesus, also wie ist Gott und wie ist Jesus. Und das hat mich sehr erstaunt. Aber ich habe wie gemerkt, dass Gott ist sicher. Bei Gott kann man ehrlich sein, man kann sagen, was wirklich passiert ist. Und dann konnte ich wie zugeben und das ein bisschen vorholen und realisieren, mal, so ein Missbrauch, das ist einfach nur, also das ist etwas ganz Grusiges, Schreckliches, Schlechtes, Furchtbares. Also ganz etwas Schlimmes. Und Gott sieht das genauso. Das ist einfach das Letzte. Und ich durfte das wie anerkennen. Und dann, als ich das anerkennen konnte, ist wieder der andere Arm, der war zwar die ganze Zeit auch da gewesen, ist wie gekommen und ich konnte wie etwas machen mit dem Schlimmen. Ich konnte es wie Gott geben, ihm anlegen, weil er ist der das nimmt und er ist der für Gerechtigkeit sorgt. Er tut das nicht nachher unter den Tisch, gut, sie hat es jetzt erledigt, sondern Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und er weiß, um was das geht. Und das hat wie, ich konnte dann vergeben, nachdem ich das gemerkt habe, wie schlimm das ist. Und dann ist wie ein neues Leben gekommen für mich. Dann war es, wie ich mag mich erinnern, ich habe dann gefunden, jetzt vergebe ich jetzt das mit deiner Hilfe, Gott, das Grässliche. Und dann weiss ich noch, bin ich so drunten gewesen, und dann bin ich raufgekommen. Und der erste Gedanke, den ich hatte, ist, ich will gerne meinen Vater kennenlernen. Also, ich bin schon mit ihm aufgewachsen. Aber so ein Missbrauch deckt dann alles zu ein bisschen. Alle Männer sind dann so unter einer gewissen Distanz bei mir. Und das ist wie das erste Mal das Ding gekommen, ich will eigentlich gerne meinen Vater kennenlernen. Da bin ich 29 übrigens, wo das passiert ist. Das war aber sehr schön gewesen. Genau, das sind dann wie die 2 Arme gewesen, die gekommen sind. Du hast noch einen Punkt. Es hat so einen Moment gegeben, wo du wie erlebt hast, dort in diesen Wochen, dass Gott dich sieht. Wie ist das gewesen? Kannst du da etwas sagen? Die Frau, die ich mich gewagt habe, dann zu öffnen, die mich herausgefordert hat auch, die hatte im Gebet mal ein Bild gehabt und hat mir gesagt, ich sehe dich so auf einem Kiesweg. Ich weiss auch nicht genau, was es ist. Aber ich sehe dich auf einem Kiesweg und ich habe das Gefühl, im Fall Jesus war da. Und in dem Moment, wo sie das sagt, ist mir ein Erlebnis in den Sinn gekommen, das ich nie vergessen habe als Kind. Ich hatte ganz viel Bauchweh in der Schule. Ich musste heimgehen, Primarschule war das. Mein Schulweg war so ein Kiesenweg, Schneckenweg hat der geheissen. Und ich bin heimgelaufen am Morgen und ich hatte so viel Bauchweh, ich musste abblicken. Dann bin ich auf dem Schneckenweg abgelegen, bin eingeschlafen. Ich weiss nicht, wie das möglich ist. Und dann bin ich aufgewacht und das weiss ich eben noch, das habe ich nie vergessen. Als ich aufgestanden bin, war etwas total anderes. Ich hatte wie einen Sprung im Fuß. Es war wie hell gewesen. Es war wie etwas ganz Schönes war nachher. Ich bin wie neu gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich bin heimgehüpft. Und als die Frau das gesagt hat, die eine Engländerin war, also die hat nichts gewusst von dem und ich habe sicher nichts erzählt, aber es ist dann wie zusammengekommen. Ich habe wie gewusst, das ist das Kieswägli. Das würde extrem gut passen. Das stimmt. So wie ich mich nachher gefühlt habe, als ich aufgewacht bin von dem Weg, das war sicher gewesen. Jesus ist mir dort begegnet.
Ich habe es aber nicht gewusst. Ich bin nur aufgegangen und befreit heimgelaufen. Und im Nachhinein, das wie dann zu sehen, dass Jesus ist bei mir war, ist schon etwas unglaublich Schönes und gibt Freude und Vertrauen auch für die eigenen Kinder und Enkelkinder. Danke vielmals. Ein Applaus für Gott. Es gibt so einen Satz, eine Einladung, schmeckt und sehen, wie gut Gott ist. Schmeckt ihr es ein bisschen? Lade dich ein. Und ich möchte einfach zum Abschliessen noch kurz eine Frage stellen. Ihr könnt vielleicht die Folie wieder haben. Eine Frage stellen, das nächste. Wo die anderen die auch gefragt haben in der Geschichte. Jesus redet da von Sündenvergebung. Deine Sünden sind dir vergeben. Warum in aller Welt kann er das? Und was hat die Sünde mit dieser Lähmung zu tun? Vielleicht hast du dich ein bisschen geärgert über das, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und nicht Gelähmten. Weißt du, Sünde ist eigentlich eine Zielverfehlung. Du bist extrem gut gemacht für bedeutungsvolle Beziehungen mit Menschen und mit Gott. Und Sünde ist eine Violation of Design, könnte man sagen. Das ist ein Schraubenzieher, mit dem kann ich ganz, ganz gut Schrauben reindrüllen. Das ist ein Hammerteil. Jetzt, ich kann aber mit dem natürlich auch den Felsen da anfangen zu sprengen, oder? Und ich kann da arbeiten dran und am Schluss, ihr könnt euch vorstellen, wie es wird aussehen. Der Felsen wird abeinander sein, weil ich schaffe das. Und das wird total ruiniert sein, das Werkzeug. Das ist das, was Sünde macht. Der Lohn von der Sünde ist Tod. Es zerstört uns. Und wo Jesus den Mann vor sich hat, bevor er überhaupt etwas gesagt hat, ist all das, was zerstört ist, ist im Raum. Jesus, vor ihm kannst und musst nichts verstecken. Und jetzt sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Wir haben ganz viele Leute, die dir werden sagen, es ist nicht so schlimm, was in deinem Leben ist. Das ist schon okay. Come on. Gib Smiling. Weiter. Und nichts wird ändern in dir rein. Es gibt 2 Gründe, warum Jesus Autorität hat, Sünden zu vergeben. Das erste ist, er ist der Richter. Wenn ich einen Buß habe, Speeding-Buß, dann kann man meinem Nachbar schon sagen, das ist nicht so schlimm, aber Buß, die habe ich, oder? Aber es gibt wahrscheinlich im Aargau irgendeinen Richter, der könnte das tatsächlich aufheben. Jesus ist der Richter von Himmel und Erde und wir werden alle mal vor ihm stehen. Er hat die Autorität, um Sünden zu vergeben. Und Jesus ist nicht nur der Richter, sondern er ist auch der die ganze Rechnung selber zahlt. Und das ist Ostern und auf das laufen wir zu. Er ist das Lamm von Gott, das die Sünden wegträgt. Was auch immer dein Leben belastet, deinen Rucksack schwer macht. Jesus hat die Autorität, das zu leeren, das wegzunehmen und neu zu füllen. Der bleibt nicht leer, der Rucksack. Kommen wir zur letzten Folie. Geht weiter noch. Und am Schluss ist der Mann am Jubeln. Geht noch eins weiter. Ich möchte dich einladen und auch noch für dich beten. Einladen in den Raum vor Jesus hinein. Heute Morgen und auch in den nächsten Wochen, die kommen. Es ist ein extrem guter Raum. Jesus ist der dich anspricht und sagt, komm zu mir. Du musst nicht jemand anders hingehen. Komm zu mir. Und er gibt dir die Garantie, das Versprechen, dass du wirst Ruhe finden. Ich weiss nicht, wie er das macht. Aber ich habe es erlebt, dass er das macht. Mit einer Frau, mit Carlo und bei vielen mehr. Ich
Ich möchte dich ermutigen, als Träger von Leuten, die du wie merkst, die sind nicht bei dem Jesus und die können auch nicht zu dem Jesus kommen, weil sie können gar nicht zuhören, sie sind so in Not hinein. Auch du darfst zu Jesus kommen. Du darfst dir die Ideen geben lassen, du darfst dir Kraft geben lassen, Vertrauen geben lassen. Für andere. Den Glauben geben lassen, der dir hilft zum Betten und wo die Leute hinein transportiert in den Bereich, wo eben Jesus ist. Ich möchte dir sagen, sei getrost. Im Namen von Jesus, sei getrost. Nicht alles erfüllen, was andere von dir erwarten. Du musst nicht allen alles recht machen. Nicht einmal Gott muss alles recht machen. Ich, Jesus, bin der, der alles recht gemacht hat. Die Gerechtigkeit, die schenke ich dir. Wir tauschen. Und in dem Moment, wo deine Sünde mir übergeben hast, oder der Rucksack leer ist, dann bist du bereit zum Empfangen, zum Heil, zum Gesundwerden. Ich danke dir ganz fest, Jesus. Du lebst. Dass du da bist und dass du jeden Einzelnen siehst. Dass du der genau gleiche bist. In dieser Zeit von dem Gelähmten. Dass du uns wieder zum Laufen bringst. Wir gehen in eine Zeit ein, wo wir Gott anbeten. Wenn du jetzt hören, was er dir zu sagen hat, kannst du auf der rechten Seite ins Gebet gehen. Du kannst aber auch auf uns zukommen, wenn du Gebet brauchst. Oder einfach sitzen bleiben und darüber nachdenken, was Jesus dir möchte sagen und was er dir gesagt hat heute Morgen.